Das Fischen tut dir üben Geduld. Du musst ja tagelang fischen, bis du einen Fisch hast, und manchmal hast du auch keine. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsam. Das ist im Arbeiten. Und Teil auf dem Verkauf leben, ist genau das Gleiche. Manchmal geht es gut und manchmal geht es schlecht. Ja. Fischen tue ich seit dem Kindergarten, seit ich weiss. Und dann, also, wenn du mal den Virus Fisch im Blut hast, dann hast du ihn drin, dann ist es einfach so. Dann kannst du nicht mehr davon weg. Oder? Als kleiner Bub sind wir fischen im Rindfluss da in die Backenlöcher und haben Fisch gefangen. Und hat es halt ohne Bedenken gefangen, hat den Hosensack genommen und hat es so heimgebracht. Oder? Aber sie sind genau gleich gut gewesen, ob gefrevelt oder offiziell gefischt. Das war keine Sache. Den Fisch hat man nicht gefischt als Hobby, aus Spass, sondern man hat ihn genau zum Essen, man hat ihn mit heimgenommen. Es war nicht so, dass man die Fische kaufen im Laden konnte. Die Eltern zu wenig Geld gehabt. Dann sind sie froh, wenn man Forellen heimgebracht hat. Jeder Fischer möchte mal auf Alaska, oder? Aber nicht jeder von Max. Durch einen Bekannten, der eine Lodge hat in Alaska, habe ich den Weg gefunden, da ich mit wenig Geld auf Alaska bei ihm arbeiten und helfen. Und dann ist der Alaska-Virus ausgebrochen. Und jetzt gehe ich seit 30 Jahren rauf. Jetzt, als ich pensioniert bin, habe ich das im Griff. Ich 2-3 Monate geblieben. Aber früher waren es 2-3 Wochen. Es hat grosse Fische und es hat viele Fische und man fängt sicher etwas. Oder? Richtig können den ganzen Tag fischen. Nicht studieren, nur fischen. Das ist ja das, warum ich da bin. Also wenn einer in der Schweiz 20 Jahre fischt, hat er noch lange kein Gewehr, dass er da einen Fisch fängt, obwohl es Tausende im Fluss hat. Da muss man sich komplett umstellen. Die Ausrüstung ist anders und die Materialien, die man fischt, sind anders. Einfach gehen und will Fischereiartikel einkaufen in der Schweiz. Das kann er gerade vergessen. Ich kann mal 2000 Noten zum Fenster auswerfen, ohne dass er geht. Da kommt aufs Gleiche raus. Und da muss man immer berücksichtigen, was für eine Lachsart du fischst. Der Königslachs, der beißt, der ist ein Räuber, der beißt hier im Süßwasser. Der Rotlachs, der beißt gar nicht, dem musst du einfach die Schnur durch das Maul ziehen. Der Silberlachs, der beißt wieder. Und die anderen Lachsarten, Pink und Hundslachs, die fangen wir gar nicht. Das ist recht zum Tümpffutter, oder? Der Rotlachsfischer ist sowieso eine Spezies für sich. Oder? Der beißt nicht, den muss man, wenn er den Fluss aufschwimmt. Und er geht ja immer dort rauf, wo er am wenigsten Widerstand hat. Das heisst, er geht etwa
5 cm auf den Grund in den kleinen Wirbeln, die es gibt vom Kies. Oder? Und dann mit dem Maul muss er schnaufen und schwimmen, ziehe ich die Schnur einfach ins Maul hinein. Er fängt die Schnur selber ein. Oder? Und durch das muss ich eben dementsprechend genug Blätter antun, dass ich auf den Grund komme und das Fahrfach dermaßen bestimmen mit den Flügen auf der Rückseite, dass er von der Höhe her in etwa die Höhe hat vom Maul vom Fisch. Das nützt nichts, wenn ich oben am Fisch durchgehe, dann fange ich nie am Fisch. Oder? Und wenn ich unten am Fisch durchgehe, fange ich auch keinen Fisch. Oder? Also ist das Entscheidende Fahrfachlänge, das Gewicht, das ich antue, die Flüge, wie buschig es die ist, wie wenig es die ist. Das ist eben dann die Erfahrung. Oder? Der Fischertag geht los mit Aufstehen, in Ruhe zum Morgenessen und nachher Rute packen, Rucksack mitnehmen und dann einfach fischen. Und so lange fischen, bis ich die Fische habe, die ich darf. Die Fangmenge pro Tag ist limitiert. Und dann fische ich einfach so lange, bis ich die habe. Wenn ich die habe, dann tue ich die filetieren. Dann gehen die weg in die Metzgerei, wo die geräucht werden. Dann gehe ich zurück, dann esse ich etwas, mache vielleicht ein Nickerli. Ja, vielleicht saufe ich 1, 2 Bier. Ich muss ja nicht mehr fahren, dann kann ich das machen und so. Hier zu Alaska. Wir gehen schlafen, wenn wir müde sind. Wir stehen auf, wenn wir nur geschlafen haben. Essen immer, wenn wir Hunger haben. Und strahlen wir uns nur am Sonntag. Oder? Darum habe ich so ein bisschen wilde Frisur, verstehst du? Und nach 2 Wochen weisst du nicht mehr, wenn Sonntag ist und dann Montag. Also tust du dich gar nicht strahlen. Dann legst du einfach den Hut an jeden Morgen und dann ist die Sache schon in Ordnung. Dann passt das genau. Es sagt zwar jeder, er hat seinen Geheimtipp, aber das ist wie bei allem. Oder? Jeder hat seinen Geheimtipp, der am Schluss sowieso nicht hinhaut. Oder? Also, ich gehe am liebsten auf Soldotna, Kenai, Russian River, Kasilov. Das sind so meine Lieblingsflüsse. Oder? Ich bin auch schon auf die andere Seite von Anchorage, Richtung Fairbanks. Vasil, Montana Creek, Willow Creek, Susitna Landing. Das ist alles aufwärts, Richtung Norden zu. Ich gehe lieber in den Süden. Es ist ein bisschen wärmer. Und da unten haben wir 18 Stunden Sonne im Tag. Oder? Dann hast du immer Sonne, wenn du ins Bett gehst. Kannst du ins Nest gehen, morgen in der Nacht um 11 Uhr scheint die Sonne, kannst du ins Nest gehen, um 3 Uhr am Nachmittag scheint immer die Sonne. Oder? Der Lachs in Alaska, der bleibt ein Jahr lang im Süßwasser, in der See und in den Flüssen in Alaska. Und dann geht er im Pazifik. Nach 4 Jahren kommt er zurück und geht an den Ort laichen, wo er auf die Welt kam. Er geht in den Fluss zurück, an den Ort, also auf 100 Meter genau, wo er auf die Welt kam. Etwas Unvorgesehenes ist jetzt gerade dieses Jahr passiert, im 2018, dass die besten Lachsflüsse von ganz Alaska gesperrt sind. Dass die Umweltverschmutzung und die globale Veränderung auch jetzt auf den Lachs zurückkommt, wo man nie geglaubt hat, dass so etwas geben könnte. Oder? Und jetzt sind die Auswirkungen da, oder? Dass man nicht mehr fischen darf, dass es verboten worden ist. Das ist denen gleich, was wir Fischer und Touristen sagen. Die schauen für ihre Lachs und für ihre Nachzucht und für den Schluss. Jeder Fischer in der Schweiz, der davon träumt, sollte das einmal erleben, sollte mal gehen, mal den Mut zusammennehmen und das Geld zusammennehmen und gehen. Entweder packt er den Virus oder schießt ihn so an, dass er nie mehr kommt. Oder? Dann ist allen geholfen. Oder? Dann ist denen geholfen, die da sind, wenn er nicht mehr kommt. Oder? Und sonst hat es einen mehr, der rauskommt und Freude hat daran. Und wenn einmal einer den Virus hat, dann dann ist es so. Dann geht man halt rauf. Oder? Ich habe meinen Frieden erhoben, ich kann hier 2, 3 Monate bleiben, ja, da kein Problem. Und ein Haufen Bekannte und Leute, die mir passen.
Ich hoffe, dass ich noch 20 Jahre kommen kann, oder? Das ist wichtig, oder? Mein Name ist Freddy Kunz. Ich bin ein leidenschaftlicher Markthändler. Ich gehe seit 40 Jahren auf den Markt und seit 35 Jahren auf Alaska jedes Jahr fischen. Ich hoffe, euch hat diese Episode genauso viel Spass gemacht, wie es für mich war zum Filmen. Das war es für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss aus Alaska. Ciao, ciao.